Hello YouTube, es gibt schon wieder ein neues Video, wie man richtig viel absahnen kann an Equipment, an Materialien, und es ist richtig einfach und gerade zurzeit doppelt belohnend, weil der Baum gibt ja eine extra Kiste. Also, was müssen wir machen? Zuerst geht ihr sicher, dass ihr hier im Warplan den Punkt freigeschaltet habt, weil wir benutzen diese Roots, diese Sträucherbäumchen, ne? Also wir benutzen die hier in einem Dungeon. Das heißt, wir brauchen das, weil da kann ein Boss spawnen. Wenn wir den killen, kann es sein, dass er eine Kiste droppt. Also, zuerst geht ihr in ein Dungeon mit einem Forgotten Wisdom, also mit einem Erfahrungspunkt Brunnen, XP Brunnen. Den haben wir schon, habe ich schon vorgemacht. Und dann geht ihr in ein Dungeon mit Blaze Wave Shrines, wo viele Schreine drin sind. Gehen wir jetzt rein. Zack. Dann killt ihr einfach mal alles und schaut, wo die Schreine sind. Hoffentlich im letzten Versuch, wo ich das Video gemacht habe, waren leider nicht so viele Schreine, oder besser gesagt, die Schreine waren recht auseinander. Das war natürlich nicht so gut, Chat. YouTube. Und gut ist halt, wenn ihr halt ein Bild habt, wo richtig schnell ist. Das hilft euch auch. Und macht das am besten in der Gruppe. Dann ist natürlich der Loot umso kniffliger, schöner, toller. Also hier haben wir zum Beispiel schon mal den ersten Schrein. Den drücken wir nicht an. Das sagt richtig dumm, dass hier eine Brücke ist. Ich hoffe, wir haben nachher genug Zeit, da rüber zu hüpfen. So. Wo sind die anderen Schreine? Wo sind die Schreine, Chat? Hier ist nochmal ein Schrein. Und hier ist auch nochmal ein Schrein. Und dann habe ich schon mal 2 Schreine nebeneinander. Das ist wichtig und richtig. Vielleicht gibt es hier noch hinten einen Schrein. Nee, leider nicht. Gut. Also. Dann gehen wir zum ersten Schrein. Und dann habt ihr eben diese Roots. Die pflanzt ihr. Portet schnell raus. Weil der hat einen Cooldown zum Pflanzen. Ja, es braucht ja natürlich Zeit zum Pflanzen, Chat. Ist ja ganz klar. Dann geht die gerade wieder rein. Dann pflanzt ihr das nächste Bäumchen. Dann geht ihr wieder raus. Und das könnt ihr, macht es mit 5, 6, 7 Stück. Je nachdem wie viel ihr habt. Wir machen das jetzt nur schnell mit 3. Damit es schnell geht hier fürs Video. Damit ich auch das Video nicht schneiden muss. Nee. Wir wollen pflanzen. Zack. So, jetzt aktiviert ihr die. Jetzt habt ihr gesehen, ist da so ein Boss erschienen. Und ihr seht schon, der Loot droppt schon mal. Richtig nice. Ja, könnt ihr auch schon mal einsammeln. Zack, dann geht ihr zum nächsten Schrein rüber. Wartet ihr, bis euer alter Schrein ablauft. Da seht ihr unten in der Bar. Der ist jetzt gleich fertig. Warten. Ja, schon warten. Zack, wieder aktivieren. Alles töten. So, jetzt müssen wir schnell sein, weil unser anderer Schrein war ja da drüben, ne? So, dann geht ihr zum letzten Schrein, wartet wieder, bis der abläuft. Das ist halt ein bisschen unglücklich, dass der Schrein so weit auseinander ist. Aber das Gute ist, wir haben diesmal einen Boss dabei, wo spawnt. Das ist sehr wichtig für uns. Zack, aktiviert den Schrein, tötet wieder alle.
Jetzt könnt ihr nochmal warten. Quasi. Bis der Schrein abläuft. Der ist jetzt bald fertig. Zack, da kommen sie nochmal. Zack, jetzt haben wir alles eingesammelt. Jetzt könnt ihr natürlich das Dungeon richtig, fertig machen. Und das machen wir schnell. Wir machen das schnell. Jetzt habe ich leider gerade so einen Dungeon, wo man so Scheiße einsammeln muss, Chat. Aber wir sind ja fast as fuck. Das andere ist da oben. Weil, ihr habt gesehen, wir haben ja auch einen Warplan des Guild Convection. Jedes Mal, wenn wir ein Elite-Monster töten, poppen so Bubbeln. Und dann kommt hier diese Kiste. Und die geht natürlich auch nochmal Loot. So, dann porten wir uns zurück. Alles erledigt. Und jetzt nehmen wir eigentlich nur noch den Loot an, Chat. Das ist richtig nice. Weil es ist nicht immer gesaved, ne, dass ein Boss spawnt, wenn ihr die Roots macht. Aber es kann sein, so wie wir es gerade gehabt haben. Und durch das bekommen wir die Kisten. Wir haben 3 Kisten bekommen. Wir könnten natürlich auch mehr haben. Aber das ist unsere ganzer Loot, wo wir bekommen haben. Und dann, weil gerade das Event ist, dass man immer wieder eine Kiste bekommt, wenn man eine Raumkiste aufmacht, bekommen wir nochmal Kisten. Noch mehr Loot. Und ja, ich muss glaube nicht mehr erklären, dass das schon viel Loot ist. Plus, ihr habt sicher gesehen, wie die Erfahrung auch hochgegangen ist, ne? Durch das, weil jede Kiste gibt ja auch wieder Erfahrung. Zack, zack. Jetzt habt ihr ein volles Inventar. Wir haben hier ein bisschen bekommen. Und wir haben auch hier wieder Dungeons bekommen. Also, was müsst ihr haben? Ihr müsst den haben. Ihr müsst das andere. Genau, Nightmare Dungeons müsst ihr sicher den Punkt haben. Bloß den hier, weil das bedeutet quasi, wenn ihr neben den Schrein aktiviert und Mobs killt, dass sie nach dem Schrein wieder spawnen. Und so bekommt ihr die ganze Zeit neuen Loot. Plus hier leveln die auch gerade die Leute noch auf. Und, ja. Nice, oder? Und was auch richtig nice ist, Chat, YouTube, wenn ihr ein Abo da lässt und einen Kommentar und ein Like und gerne in den nächsten Stream reinkommt auf Twitch, weil wir machen immer alles in der Gruppe mit der Community. Und es war letzten Samstag, sind wir 4,5 Stunden Mythic Runs gemacht in der Undercity und haben auch noch Mephisto die ganze Zeit gekillt. Wir haben hier wieder einen und wir haben noch 5 Mephisto Runs und Community kann immer gratis mitkommen. Also, ja, gerne ein Follow da lassen, gerne auf Twitch vorbeikommen, auf artetwitch.tv und dann können wir zusammen zocken. Wir verschenken auch alles andere, was ich nicht brauche. Also, GG und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao.